Madame Octavie Modert. Madame Modert. Merci, Herr Präsident. Ja, Filme, das ist Kultur, das ist Divertissement, das ist Ökonomie, wirtschaftliche Diversifikation, das ist Kulturindustrie und Image, ob mit Filmen am Kino, ob Netflix oder im Fernsehen gucken. Filmindustrie hat zu Lützeburg hat hier echt Entwicklungen Bekanntheitsgrad an den 80er Jahren, aber besonders Urgangs von den 90er Jahren am echten Filmfondsgesetz geholt. Für Beispiele von Filmen aus der Zeit, angefangen mit diesem großen Oscar-Erfolg Monsieur Hublot, den Oscar, den wir 2014 gekriegt haben, für den Lützeburg gekriegt hat, für Monsieur Hublot den Animationsfilm, kurzen Animationsfilm, das bis den einzigen Oscar, mit dem weiß aber auch, wie gut den Animationsfilm zu Lützeburg ist, auch von der Sektor Haut, gerade noch weil international an der Krise ist. Oder Colonia vom Florian Gallenberger, mit Vicky Krebs und der Seite von Emma Watson und dem Daniel Brühl. Oder eng neue Zeit, Gutland und natürlich als Kultfilme wie The Superjump Returns, Club de Chameur, Troublemaker und so weiter. Viel nehmen von Schauspielerinnen, Realisatorinnen, Produktionsfirmen, TechnikerInnen müssen natürlich auch abzählen. Das sind da Gott sei Dank so viel, dass man das nicht hinkriegen an der Zeit, die man heute weiß. Aber wie der Sektor sich entwickelt hat, und es beweist auch an der Tisch auch, dass ohne staatliche Unterstützung heute zu Lützeburg durch den Filmfonds das nicht möglich gewesen wäre. Heute zu Lützeburg ist mittlerweile der Filmfonds die Hauptfinanzierungsquelle von der Filmindustrie, von den Produktionen. Das waren am Anfang nach anderen Mechanismen, die aber nur noch mit der Zeit umgeändert sind und hauptsächlich alles über den Fonds lebt. Herr Präsident, die Damen und die Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetzesprojekt garantiert auch Budgetstabilität für die nächsten 4 Jahre mit 180 Millionen Euro für den Fonds, mit aber auch Integration von Reserven vom Fonds, so wie das bei vielen anderen Etablissements publiken an der Kultur auch der Fall ist. Und das ist eine Rekommandation von der Cour des Comptes aus ihrem Spezialrapport. Sie hat das auch so bei vielen anderen Häusern schon gesagt, auch von unser System in anderen ist. Mit diesem Gesetzesprojekt ist dann auch Prävisibilität für Produzenten dran, sodass sie hier Projekte planen können, ohne allzu viele Überraschungen und dann können führen. Das echt pluriannuell Finanzierungsgesetz für den Film an sein Fonds an der Zeit, wo der Fonds geht, ermischt Investitionen und Innovationen am Filmsektor möglich und mehr sicher. Mit diesem Gesetz geht es doch möglich, kreativ Videospiele zu unterstützen. Kolleginnen und Kollegen, das ist wichtig, dass der Filmfonds auch Jungtalente, neue Cineasten, ist Kurzfilme, wo man so gut dran sind, unterstützt und fördert. Sie sind innovativ, kreativ, und so Entwicklungen dürfen nicht außen vor gelost gehen. Wir können den Fondsbahn nimmer encouragieren, das zu machen und auch der Next Gen für Realisateuren führen zu helfen. Viel von den Lützeburger Produktionen sind auch Co-Produktionen, das bringt dies ganz viel. Aber schon ein paar Jahre lang haben die anderen Länder hier Filmförderung nur 4, ob das in der Belgien, Frankreich oder anderen Plätzen ist. Mit ihren Kreditempfehlungen gegenüber diesen AFS und den selektiven Beihilfsmechanismus, die wir hier am Land tun. Wir sollten das vielleicht am Ende behalten, weil der Lützeburger Filmstandort ist auch wichtig für das Land. Voilà, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe Zustimmung von der CSV-Fraktion für dieses Gesetzesprojekt für die Lützeburger Filmindustrie zu unterstützen, und dass sie weiterhin innovativ, kreativ und konkurrenzfähig bleibt, für das wir noch viel spannende Geschichten auf die großen und die kleinen Schirm bringen können. Frei nur Chicagos schon. Käse op an Klacke raus, Herr Minister, das zum Wohl vom Image von diesem Land. Merci.